your chance, get it now. 今目覚めるほど戦う遺伝子 Wake up 一か八か手が外れる衝動ほとばしるエナジー Survive 懲りない奴ら複数のダイナマイト生まれつき持って押し寄せるin the night 豪華なメンツGo on to the fight 宇宙の外れ巨大な荒野でしゃぶりで歪む大地地響きが轟く闇 Nothing can stop you now 沸騰してくテンションどうもない日が Wake up 乗るかそるかどうもないアクション断崖ギリギリ極限までサバUnd damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode hier bei Dragon Ball Raging Blast 2 Online. Ja, die heutige Episode wird ähnlich ablaufen wie die letzte, sprich während mein Vergangenheits-Ich gleich im Hintergrund ein bisschen fighten wird und ich eigentlich nicht groß darauf eingehen werde, müsst ihr mein Gequatsche erdulden. Das heißt, müssen natürlich nicht, ihr dürft es, denn es geht ja eigentlich um das Thema, also mein aktuelles Dragon Ball Thema. Diesmal nicht um den Anime Dragon Ball Super und das Ganze, sondern um die aktuellen, das leckt gerade ein bisschen, um die aktuellen Dragon Ball Z-Filme, sprich Battle of Z sage ich schon, Dragon Ball Z Battle of Gods und Dragon Ball Z Resurrection F. Da auch für Japanisch Fukatsuno F. Ja, der aktuellste Film, Resurrection F, darauf kann ich jetzt nicht so besonders eingehen, weil ich den Film noch nicht gesehen habe. Leider Gottes ist der noch nicht nirgendwo, aber ist noch nicht irgendwo gefunden. Wieder verfügbar in einer relativ einsehbaren Qualität, das heißt weder mit englischen noch mit deutschen oder sogar mit japanischen Untertiteln, nix einfach. Sprich, wir sind auf die Informationen angewiesen, die uns halt die Bilder und sonstige Texte halt überliefern. Nun gut, das aber gleich mehr. Erstmal Battle of Gods. Haben wir gerade erst gestern nach dem Film angeguckt, haben hier stehen auf Blu-ray auf, also schon natürlich, ich wollte gerade sagen, japanisch, stimmt gar nicht. Auf Englisch mit, oder was, doch japanischen, englischen Subtiteln. Ne, war komplett Englisch, genau. Von dem her gesehen, Battle of Gods, ja, ist natürlich ein Film, der direkt an die Majin Buu-Saga anknüpft und halt echt von dieser ganzen Geschichte von wegen Göttern, ja, die Geschichte erzählt. Sprich, er ist natürlich vom offiziellen Gott der Zerstörung, den ja auch die Kaioshins fürchten, denn während die Kaioshins halt die Götter der Geburt und cool gekontert, der Geburt und Erschaffung sind halt die Götter der Zerstörung. Da gibt es, glaube ich, pro Dimension und pro Universum gibt es einen, da wurde auch im Film da bekannt gegeben, dass es insgesamt 7 Universen gibt mit jedem Gott der Zerstörung. Und es ist echt dazu da, um halt Planeten zu zerstören, und so zum Beispiel Meister Kaios Planet, wer sich schon mal gefragt hat, wieso er so einen kleinen Planet hat. Das liegt an Bills, dem Gott der Zerstörung. Da war irgendwie eine ganz lustige Geschichte von wegen, das glaube ich nicht mit ich überlege gerade, das war gerade irgendein Spiel, was die beiden gespielt haben, und Pilz hat verloren und daraufhin hat ein Planet zerstört von Meister Kaio. Und was übrig blieb, war dieser kleine Popel, was er jetzt halt Planet nennt. Naja. Und dazu auf alle Fälle war natürlich das Kräftniveau unglaublich hoch. Denn ganz ehrlich, Goku hat natürlich schon noch ein bisschen trainieren, so seit dem Kampf gegen Buu, und hatte sogar als dreifacher Super Saiyan gegen Bills nicht den Hauch einer Chance. So brutal war das, dass sogar Majin Buu, gut, das war ein anderes Thema, der wurde auch regelrecht zerstückelt, gab irgendwie 2 Angriffe und der war down. Dabei war es, glaube ich, nicht mehr ein richtiger Körperkontakt. Sogar Ultimate Gohan hatte keine Chance, ein Tritt im Magen, das war vorbei, und muss man natürlich auch schon vorstellen, also wieso plötzlich so ein Kräfteanstieg. Das war einfach ein Film, war natürlich ganz auf den Wegen, ja, Gott der Zerstörung, jetzt kommen wir erstmal mit Super Saiyajin Gott. Und so mit Erklärung, die war nicht schlecht.
keiner hat eine Ahnung, wer oder was über dieser Super Saiyajin Gott ist. Man wusste einfach irgendwie nur, ja, Super Saiyajin Gott, den gibt es, Bills hat davon geträumt und so und er will gegen ihn fighten. Natürlich, unsere Dragon Ball Z-Kämpfer kannten ja eigentlich nur die regulären Super Saiyajin Stufen. Also sprich 1 bis 3, zumindest bis dahin noch. Und generell halt noch ein Ultimate Gohan, wobei das war ja kein eigener Super Saiyajin Skill, sondern einfach nur, ja, seine eigene ultimative Power, die ja freigesetzt wurde durch den alten Kaioshin. Ja, auch immer Super Saiyajin Gott natürlich fragt, wer kennt ihn und so, und dann kam Goku zu der glorreiche Idee, frage mich auch woher, dass Shenlong wissen könnte, wer dieser Super Saiyajin Gott ist, und sein Wunsch wäre dementsprechend, dass Shenlong den Super Saiyajin Gott auf die Erde bringen soll. Okay, wieso Shenlong, der eigentlich das Wissen von Piccolo und dem früheren Gott, also sprich halt von Piccolo-Gott, oder, wie er einmal ein Wesen waren und jetzt halt wieder sind, haben müsste. Aber nur, während Piccolo und Gott keine Ahnung davon hatten, natürlich Shenlong sofort direkt, ja, okay, Super Saiyajin Gott, den gibt's nicht mehr, der war damals irgendwie auf dem Planeten Vegeta, als da die Saiyajins ausgerastet sind, zu Sarus wurden, gab es da ein paar Saiyajins, so 6 No-Names eigentlich, aber die waren guten Herzens, haben ihre Kräfte vereinigt und so entstand, oder hat einer von ihnen die Kräfte eines Super Saiyajin Gotts entfacht. Wieso eigentlich Super Saiyajin Gott, wenn es doch zu dem damaligen Zeitpunkt natürlich noch normale Saiyajins waren, sprich, wieso nicht einfach Saiyajin Gott? Aber nun direkt Super Saiyajin Gott, vom Aussehen her kann man es eigentlich groß meckern, okay, so war irgendwie mit roten Haaren oder flammige Aura, haben wir nach bei Goku gesehen. Von dem her, okay, er war einigermaßen gleichstellig wie Bills. Man sagt zwar, Bills hatte damals nur auf 70% seiner Kraft noch gekämpft und trotzdem war Goku noch etwas schwächer als er, aber immerhin, da konnte man gut mithalten und so. Und der große Knaller kam nachher noch, dass Whis, sprich der Student von, also eigentlich, oder so ein Student, ne Moment, anders ausgedrückt, nicht Student, sondern, könnte auch sagen Gehilfe von Bills, ist gleichzeitig auch sein Lehrer und noch stärker als Bills. WTF. Und Bills selbst wäre auch der schwächste Gott der Zerstörung aller 7 Universen. Der ein unglaublicher war, auf einer Richterskala, die Akira Toriyama angegeben hat Super Saiyajin Goku, als gegen Bills gekämpft hat, eine Stärke von 6. Bills hat eine von 10, wobei noch unklar ist, ob 70% oder 100, aber ich schätze mal, es ist 100 gewesen. Und Whis eine von 15. Alter, leck mich doch fett. Mal ganz ehrlich, woher kommen die? Wieso haben wir die früher nie gesehen? Okay, es wurde noch relativ gut erklärt, davon wegen, Vegeta kannte ihn auch, weil mal sein Vater, sprich König Vegeta, hatte mal eine Begegnung mit Bills und Freezer kannte ihn auch, das wurde dann, ja, Freezer. Freezer wurde damals erwähnt in diesem Film. Und das, obwohl ja einer der schwächsten Charaktere, wenn man mal vom Endboss her Stadium ausgeht, in Dragon Ball Z ist. Also angenommen von Freezer, Zen und Buu, ist Freezer ja der Schwächste. Aber wieso? Er ist nur deswegen der Schwächste, damit er hier, also sprich hier bei Resurrection F, im aktuellen Film, ein grandioses Comeback haben kann, eine Kampfkraft von einer Quintillion in seiner Golden Freezer oder Ultimate Form haben kann, die er nach nur 4 Monate Training erreicht. Noch wichtig dabei ist, dass seine Diener offenbar, die allesamt nur eine Kampfkraft von 20.000 bis 30.000 haben oder haben dürften, was ja auch so noch irgendwie erwähnt wird, in der Lage sind, nach Freezers Rückkehr in diesem Film, es sogar mit Piccolo aufzunehmen und Freezer nach diesem Training hat sogar so stark, dass seiner ersten Form einen Ultimate Super Saiyan Gohan, richtig gehört, er kann als Ultimate Gohan kann zum Super Saiyajin werden, schafft es Freezer in seiner ersten Form mit so einem Fingerlaserstrahl Gohan fast zu töten. Ich meine, sorry, alles was gut und recht ist, aber irgendwann hört es mal auf. Ihr habt zwar irgendwie was gehört von wegen, dass der Film ein richtiger Klassenschlag und so etwas ist. Wenn man einfach mal vom Film selber ausgeht, ich meine, was kommt alles vor? Freezer, die Rückkehr von ihm, wir haben neue Auftritte von neuen Charakteren, wir haben Ultimate Super Saiyan Gohan, es tauchen neue Formen der Super Saiyajins auf, sprich Super Saiyan God Super Saiyan, der Name klingt sehr bescheuert, aber es ist einfach ein Super Saiyajin mit blauen Haaren. Es wird sogar noch spannend, weil Goku von so einem Sorbet-Typ hier, sprich so einem Untergeben von Freezer, der wie gesagt nur so eine Kampfkraft von 20.000 bis 30.000 hat,
fast getötet wird und wie Sonnen versteckte Fähigkeiten und so alles hat. Von dem Standpunkt her gesehen mag der Film ja ganz cool sein. Aber ganz ehrlich, für mich als Dragon Ball Z, Dragon Ball GT-Fan, ganz ehrlich frage ich mich einfach, wie kommt man auf so eine Idee? Erstmal Freezer eine Kampfkraft oder soll eine neue Form entwickeln, die er nach nur 4 Monate Training erreicht. Er kann sich aus irgendwie seinen einzelnen Überresten, weil Trunks hat ihn ja richtig zerstückelt, oder damals als Mecha Freezer, in der Form, wo er zerstückelt wurde, kehrt Freezer auf die Erde zurück, durch Shenlong halt wieder zum Leben erweckt, lebt aber immer noch, kann sich wieder zurücksetzen zur ersten Form, sag ich jetzt mal, zurückdigitieren, war? Ganz doof gesagt. Nee, was war da mit Cell los? Cell hatte die Zellen von Piccolo in sich und konnte, von Piccolo und Freezer. Die einzige Fähigkeit von Freezer, die er hatte, war im Weltall überleben. Ansonsten bräuchte er Piccolos Zellen, um zu regenerieren zu können. Ja, natürlich, Freezer plötzlich eine neue Bu, oder? Er muss alle Zellen zerstören, sonst geht gar nichts mehr. 4 Monate Training natürlich sowieso, die ganzen Z-Kämpfe machen damit zum Affen. Wortwörtlich. Weil von wegen, ja, die müssen jahrelang trainieren und so. Mir 4 Monate bin ich nachher einen Kampfkraft von einer Quintillion in Golden Freezer, stärker als ein Super Saiyan God Super Saiyan. Wir sind fast schon stärker als eines Bills. Und ja, das sind einfach so ein paar Fakten, ein paar Dinge, wo ich mir einfach wirklich hoffe. Ich hoffe wirklich, dass Dragon Ball Super, ein neuer Anime, der bald erscheint. Also, ja, einerseits halt, dass er, wenn er nach dem großen Turnier, sprich nach dem 28. großen Turnier am Ende von Dragon Ball Z anspielen soll, dann bitte nicht irgendwie Dragon Ball GT einfach sagen, ja, Dragon Ball GT gab's gar nie, jetzt Super Saiyan 4 ist auch für die Katzen so, alles rausgestrichen. Sondern wenn überhaupt so, dann GT 2.0 oder aber wenn es innerhalb dieser 10 Jahre passiert, was mir eigentlich fast lieber wäre, dann bitte keine Anspielung auf diese Filme, weil, ganz ehrlich, die sind nett als Einzelblockbuster und so, ganz cool gemacht, keine Frage. Im Zusammenhang mit der ganzen Serie finde ich es einfach nur beschissen. Also wieder mal das ganze alte Standbild, oder? Von wegen, ja, Goku und Vegeta sind die beiden großen Helden, alle anderen sind nur irgendwie Bullshit, sogar wenn sie dann noch großartig trainieren und so. Kannst du alle vergessen. Und ja, sowieso Goku da von diesem Sorbet-Typi, 20.000 Power oder so etwas hat. Wird einfach so fast tödlich verwundet, weil er mal einen Moment lang nicht aufgepasst hat. Ich meine, klar, die Begründung ist noch ganz nachvollziehbar, aber trotzdem. Was bringt es einem so viel Power zu haben in einem Moment, wo du ein bisschen unachtsam bist, kann ich trotzdem fast killen. Und dann das mit Freezen, 4 Monate Training plötzlich so stark ist. Ja, das sind halt so ein paar Punkte, wo ich mir sagen muss, ja, wie gesagt, Einzelblockbuster so einfach nur den Film selbst betrachtet. Geil, keine Frage, schon alleine wegen den ganzen Effekten, wegen neuen Auftritten, alten Charakteren, etc., aber im Großen und Ganzen, nee, da kannst du das nicht bringen, aber das sind die meisten Filme so, wa? Das andere halt, was auch viele noch sagen, dass der Anime Dragon Ball Super nach Resurrection F spielt und deswegen beides beinhaltet, was ich auch nicht glaube, ist wegen Super Saiyan Formen. Ganz ehrlich, wir hatten schon andere Filme, wo neue Formen eingeführt wurden, neue Kraftlevel. Aber ganz ehrlich, die waren vorher nie im Manga und Anime gesehen und nachher auch nicht. Sprich, die waren nur für die Filme selbst gerichtet, zum Beispiel das mit Broly, oder? Hatten wir auch 3 Filme mit ihm. Aber im Anime, im Manga kam Broly nie vor. Was wäre dahin relativ simpel und auch relativ nachvollziehbar, wenn es irgendwie 3 bis 4 solche Götterfilme gibt, okay, schon gut. Aber der Anime Dragon Ball Super nichts damit zu tun hat. Weil sonst ganz ehrlich, klar, die Idee von wegen den anderen 7 Universen noch zu gucken und so natürlich schon da. Aber wie willst du das Ganze noch steigern? Kommt jetzt noch Silver Cell zurück und solche Dinge und ja, nee, also sorry, aber irgendwann muss mal Schluss sein. Kann sich so einfach eine ganze Marke ausschlacht schon fast. Aber gut, Freunde, und wir sagen, das war's wieder mal für heute hier bei Dragon Ball Legend Base 2 Online und zwar generell für das Spiel, denn ja, wie schon bereits mal angekündigt, ich will jetzt mal eine längere Pause in das Spiel haben, mich mehr auf Xenoverse Online zu konzentrieren und beides miteinander parallel geht nicht, das ist leider auch so, schon allein wegen dem Kampfsystem. Sag aber trotzdem schon mal vielen Dank fürs Zusehen, für diese etwas längere Zeit, natürlich auch für die ganze Geduld, weil schon in den letzten 2 Folgen relativ lange auseinander waren. Und hoffentlich sehen wir uns bei
Cineverse Online wieder, oder halt, falls es wieder mal irgendwann weitergeht, weil, ja, Dragon Ball Legends 2 Online kann auch durchaus sein, kein Thema. Aber fürs Erste macht das Let's Play eine längere Pause. So kann man schon noch ein bisschen aufholen. Und ich glaube, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, geht der Kampf ziemlich übel verloren. Oh, vielleicht auch nicht. Mal gucken, ich liege ein bisschen hinten. Ja, was war denn das gerade, Michael? Was war das denn? Boom, voll die Fresse. Nein, nein, nein. Und es ist vorbei. Tja, und damit ciao zusammen.